Pussy, Pussy, Pussy. Kommt ran, Pussy Lover. Hier im Titty Twister. Wir haben die besten Pussys. In der einen Ecke haben wir die Stinky Pussy an Conny. Du Mistsau. Ich find's passend. Und die Hühnerpussy an Corby. Yeah. Und jetzt haben wir noch in der anderen Ecke haben wir noch mich, die Oberpussy? Die haarige Pussy. Die platterte Pussy. So, ein paar von euch, die werden schon rausgekriegt haben, wo Leck, die reden über From Dusk Till Dawn. Was ist denn los? Und ja, wir reden über From Dusk Till Dawn. Einen ganz großen Kultfilm aus den 90er. Und der Corby darf uns verzeihen, um was das geht. Ui, verzeih doch erstmal die Leute, warum wir mir über From Dusk Till Dawn reden. Weil der Film, wie alt wird er? Es waren da 25 Jahre. 25 Jahre From Dusk Till Dawn. Ihr haben's 25. Seh. Ja, deutscher Okay. Kinostart war am 4. Juli 1996. Juli. Okay, am Independence Day. Ja. Dann sollten wir eigentlich über den großartigen zweiten Independence Day reden und nicht über den Scheiß From Dusk Till Gott, Dawn. hör auf. Was großartiger zweiter Independence. Ja, den gibt's offiziell großartig. gar nicht. Gibt's nicht. Er ist besser als der erste. Was? Alter, was ist denn los halt mit dir? Also, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall gehabt. Nochmal von vorn. Also nicht direkt von vorn, aber ich setze beim Ding nochmal ein. Ja, wir reden über From Dusk Till Dawn, weil der Film sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Und zwar ist er am 4. Juli 1996 in die Lichtspielhäuser gekommen. Und da das ja, ziemlich wegweisender, cooler Film ist, reden wir drüber und der Corby darf uns verzeihen, um was das geht. Geil. Also, passt auf, alle miteinander. Ja. Es geht um die Gecko-Brüder und gespielt werden die vom George Clooney und vom Quentin Tarantino. Ja, der Quentin Tarantino und ja, wie in den 90er oder in später mal ganz kurzen Szenen, ist der liebe Mr. Tarantino ab und zu als Schauspieler unterwegs. Die Gecko-Brüder haben einen Gefängnisausbruch und einen Banküberfall hinter sich, haben dabei aus Versehen wahrscheinlich ein paar Leute erschossen und haben dann nur gleich eine Geisel mitgenommen und befinden sich am Anfang des Films in einer Tankstelle, wo es dann erst einmal sie nur um einen Sheriff kümmern, dann nur um den Tankstellenbesitzer und dann am Ende um die Tankstelle selbst. Die zwei werden dabei, ja, einer wird angeschossen, der Quentin Tarantino, und zwar schön durch die Hand, und die zwei machen sich auf, dass sie halt flüchten, und zwar wollen sie nach Mexiko. Und damit das schaffen, mieten sie in einem Motel ein und halten da Ausschau nach möglichen Opfern, die sie dann über die Grenze bringen. Und dabei kommt der Harvey Keitel samt Familie in die Geschichte, ins Spiel. Und er spielt den Jacob Fuller, ein ehemaliger Priester, der mit seinen zwei Kindern, seiner Tochter und seinem Sohn, sich aufmachen, ja, in den Urlaub. Die zwei Gecko-Brüder überfallen dann praktisch die Fuller-Familie in dem Motel und verlangen, dass sie über die Grenze nach Mexiko bringen. Das glückt dann auch, und damit die dann das erstmal feiern, fahren sie zum Titty Twister, den der Mike vorher schon erwähnt hat. Und im Titty Twister trifft sie dann nämlich der Seth Gecko mit dem, wie heißt der Bruder, Richard Gecko? Mhm. Dann nämlich mit deren Kontaktmann, wo sie halt dann, glaube ich, Geld austauschen oder so. Und wollen da eben so lang bleiben, bis es wieder hell wird. Also praktisch bis zum Morgengrauen. Und dabei passiert etwas Unerwartetes. Genau. Ja, ich glaube, damit haben wir alles gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Servus und Habedere. genau, servus und Habedere. Also, Kani, wie schaut's bei dir aus? Wann hast du denn den Film zum ersten Mal gesehen und wie gefällt dir da? Boah, lecker. Bist damals im Kino gesessen, oder? Nein, im Kino war ich da noch nicht. War ich noch zu Gräer hinter die Waschel. Wann habe ich den das erste Mal gesehen? Keine Ahnung. Ich sage jetzt mal vor 15 Jahren, wie ich den das erste Mal gesehen habe, und das letzte Mal dann vor 10 Jahren nochmal. Aber ich glaube, in den 5 Jahren habe ich ihn 5-mal gesehen, fast.
Keine Ahnung, warum ich ihn eigentlich so lange nicht mehr angeschaut habe. Weil jetzt, als ich mir nochmal angeschaut habe für die Vorbereitung, haben wir uns extra inklusive der fehlenden Szenen angeschaut. Die, glaube ich, kannst fast alle auf YouTube sehen. Genau. Und in manche DVD-Extras sind auch drinnen. Und ich habe mir wieder gedacht, fuck, Alter, der Film gehört eigentlich jährlich angeschaut. Der ist so unglaublich gut. Auf jeden Fall. Also ich schaue mir den jährlich an. Das ist gelungen. Nein, das ist nicht gelungen. Weil Das es ist gelungen. wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Mr. Rodriguez. Schön. Ich habe nur zum ersten Mal gesehen auf VHS und da war er dann ab 16 geschnitten. Und da geht ja doch, ich glaube, dass da an die 15 Minuten abgegangen sind damals. Und Ja, bei da- mir da- ist der Film damals so losgegangen, dass die Geckos quasi von der Tankstelle rauskommen, von Benny's World of Liquor. Ja, Und das Teil brennt und explodiert und was weiß ich. Und so ist für mich der Film losgegangen. Dann habe ich mir gedacht, boah, das ist ein cooler Auftakt. ja, bis ich dann den einmal, also sagen wir mal, ich muss von vorne anfangen, wie gesagt, die VHS, die werde ich vor, weiß ich nicht, 24 Jahren mir irgendwo einmal gekauft haben, oder meine Oma, glaube ich, hat es mir sogar gekauft. Und das war eben dann die 16er Version. Und ja, in der Schule spricht sich das dann rum und dann haben wir gesagt, ja, da hast du den guten Anfang, also auch die 18er Fassung. Sag ich, was ist eine 18er Fassung? Und dann hat man die da verzeiht, was da am Anfang alles passiert. Und für mich waren das bämische Dörfer immer gedacht, das gibt's da nicht, das kann doch nicht sein. Und dann hat der Mikey ganz viel und lang Rasen gemacht, jeden Samstag ewig lang, und hat sich sein ganzes Taschengeld aufgekommen und hat sich dann am Flohmarkt, da haben wir so einen richtig coolen VHS-Dealer gehabt, hat sich dann From Dusk Till Dawn die Videotheken-Version, die ungeschnittene, gekauft für sage und schreibe 60 Mark. Da muss ein kleiner Bub ganz schön viel Rasen machen, dass er das zusammenbringt. Kinderarbeit. Und dann habe ich mir den Film angeschaut, in seiner ganzen Pracht, und dann sagst du, ja, hey, Wahnsinn, der Anfang, da geht er wirklich einmal, ich weiß nicht, 7-8 Minuten, die wo da aus meiner 16er Version rausgeschnitten waren. Wobei ich aber auch sagen muss, der Anfang von dem Film mit der brennenden Tankstelle hat schon auch was für sich. Also natürlich ist es cooler, wenn man da den Anfang sieht mit dem Polizisten und mit den Geckos und mit dem Benny, dem Tankstellenwart und so. Aber die geschnittene Fassung am Anfang hat schon auch was für sich gehabt. Also ich muss sagen, ich finde, der Film hat aber ohne diesen Anfang weniger Spaß machen. Ja, auf jeden Fall, aber Ich verstehe das, weil wenn du sagst, das ist ein ziemlich cooler Anfang, und wenn man sich da denkt, ui, schau hier, das fängt ja mit einer brennenden Tankstelle an, aber das ist, weiß ich nicht, da fällt ja dann eigentlich die komplette Erklärung. Ist schon klar, aber das ist am Anfang, also wie gesagt, das fällt da nicht auf und du nimmst das für gegeben hier. Und hat auch passt. Aber wie gesagt, es geht natürlich nichts über die Uncut-Version. Wie war denn das dann im Fernsehen, wenn der ausgestrahlt worden ist? Hat dir dann der Anfang auch mal gefällt? Ich meine schon. Es ist da, der Film ist ja dann auch mal in einer geschnittenen 18er Version rausgekommen, die auch dann einmal im Fernsehen ausgestrahlt worden ist, und da war der Anfang mit dabei. Das weiß ich, weil ich mir den damals im Fernsehen angeschaut habe, und dann mag ich allweil gern so Blacker, da mag ich, da, die Affen, die wo Free TV schauen, die haben wieder nicht die ganze ungeschnittene Fassung daheim und so. Und dann sitzt dann doch da und sagst, ah ja, schau her, der Anfang ist doch dabei, aber halt dann massiv geschnitten, also den Kopfschuss vom Polizisten sechst nicht, und wenn der Benny als menschliche Fackel durch die Tankstelle rumpelt, das sechst auch nicht. Man muss sich halt dann echt überlegen, ist das jetzt für das, wenn man sich dann anschaut, was halt im restlichen Film passiert, wirklich so grob, dass man das rausschneiden musste? Ich weiß ja nicht. Ja, die haben es damals ein wenig leichter gemacht. Vielleicht haben sie den ganzen Dialog schon nicht mögen, wenn sie die ganze Zeit über Behinderte schimpfen. Ja, es ist allgemein, er ist politisch vollkommen unkorrekt. Also, wie gesagt, wie du schon sagst, Spasti, und er kann die Rattenscheiße nicht von Rice Krispies unterscheiden. Schwachsinnige und was weiß ich. Ja, also er ist schon brutal politisch unkorrekt, aber halt, das macht halt auch das Grintige aus. Und die Dialoge allgemein in dem Film messerscharf. Und ja, da kannst du für eine Death Metal Band nicht viel nur Inspiration haben als an Intros, wie wenn es was aus From Dusk Till Dawn nehmen, weil der Film so zitatfreudig ist, dass es wirklich eine wahre Freude ist. Voll. Also ich lieb, also dieses ganze Intro, in der Feuerwehr, hätte ich jetzt mal gesagt, in der Tankstelle, die Feuerwehr ist danach erst gekommen, das ganze Intro in der Tankstelle, ich hätte mir bald wieder in die Hosen geschissen mit dem Dialog, das ist so geil, und den Voll Sheriff-Typen, super. den finde ich so geil. Der heißt übrigens Sheriff McGraw und wird von Michael Parks gespielt. Da hätte ich jetzt gleich am Anfang schon mal voll das geile Trivia-Effekt, how ich das gleich aussehe, und zwar ist das, spielt der Michael Parks dieselbe Rolle vom Sheriff McGraw in Planet Terror und in Death Proof. Also derselbe Schauspieler, derselbe Rolle, derselbe Name wird auch nochmal in dem Grindhouse Double Feature mitverwendet. Fand ich ziemlich cool. Und deswegen heißt er, spielt er From Dusk Till Dawn danach, weil Weil er da noch lebt quasi. Genau. Ne? Wobei Planet Terror ja mit der Zombie-Apokalypse endet im Endeffekt. Da geht kein Mensch mehr ins Titty Twister.
Ich da schon hinschauen. Death Proof, bist du sicher? Da ist er ganz kurz dabei, da wo es dann den ersten Autocrash gegeben hat. Da siehst du quasi einmal kurz im Krankenhaus. Das ist nicht lang. Im Planet Terror Kill Bill? Ist der in Kill Bill nicht vorgekommen? Das weiß ich nicht. Ja, da ist er, der immer die geilen ganzen Sonnenbrillen vorne auf dem Armaturenbrillen hat. Schon, gell? Ja, aber derselbe Charakter ist er, der spielt ja, kommt da auch Michael Parks spielt den Sheriff McGraw, oder was auch in Kill Bill. Ich meine schon. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da den Namen sagen, aber das ist schon er und er, sie spuckt ihm doch dann ins Gesicht. Okay. Also ich hab's nur recherchiert vom, also mein Wissen, ich beschränkt sich auf Planet Terror und Death Proof. Ja, ist eh klar, dass du nicht ganz recherchierst. Ja, und das ist überhaupt das gefährliches Halbwissen. Gefährlich. Ach, Falle, ja, stimmt doch. Bei Death Proof geht er ja aussehen, wo der Kurt Russell im Krankenhaus liegt. Genau. Ja, stimmt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der in Kill Bill auch vorkommt. Ja, ist dabei. Ich habe ihm jetzt nochmal kurz überlegt. Oh, alles klar. Mit Google? Nein, null. Ja, also ich bin mir jetzt zwar ziemlich sicher, dass der Film sehr vielen Erwachsenen geläufig sein sollte, aber zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass ich vorhin gedacht habe, jemand von euch beiden steigt in meine restliche Handlungserklärung mit ein und sagt dann, was so in dem restlichen Film passiert, weil ich glaube, die meisten wissen, die den Film nicht kennen, jetzt nicht, was da so Unerwartetes im Twitter. Das wollte ich noch machen, weil wir haben ja noch nicht wir haben jetzt quasi nur beim Anfang und ich war jetzt so eingestiegen und hätte gesagt, okay, man sagt im Vorspann bei den Namen, heißt da nochmal Special Make-up FX bei KNB. Und zwar ist das der Robert Kurtzman, der Greg Nicotero und der Howard Berger. Und die Typen haben Ende der 80er und dann die kompletten 90er, also angefangen haben sie mit Evil Dead 2, Tanz der Teufel 2, haben sie angefangen Effekte zu machen und dass es so ein Effektteam sich bilden. Und wo in den 90er KNB draufgestanden ist, waren saugeile handgemachte Effekte und gorige Effekte an der Tagesordnung. Und das kriegt man dann massiv um die Ohren gehauen in der zweiten Filmhälfte. Und zwar genau nach 60 Minuten, wenn es heißt, das Dinner ist serviert. Und dann sagt man nämlich, dass die ganze Spelunke, der Titty Twister, ein Vampirborzen ist und sie vor die Biker und Trucker und Durchreisenden ernährt, die vorbeikommen. Genau. Das ist eh Wahnsinn, gell? Weil der Film lässt dich die komplette Stunde, sagen wir mal, du hast jetzt keinen Trailer gesehen, schaust dann einfach so an, denkst du, das wird jetzt irgend so ein Road-Buddy-Movie, der halt absolut über die Stränge schlägt in alle Belänge. Und auf einmal artet es komplett aus und ist eine Vampirsplätterei. Genau. Das ist so ein krasser Twist auf einmal. Ja, ich meine, die Handlung haben wir ja schon so oft gesehen in verschiedenen Genres. Vorher hauptsächlich in Liebesfilmen in Deutsche. Ja. Er braucht 60 Minuten, bis der Twist kommt und dann nimmt er sich erst einmal fast 10 Minuten Zeit und splattert sich sauber und oben. Genau, das hat hübsch 10 Minuten, das Gemetzel im Titty-Twist. Und das ist richtig schön und es ist halt richtig geil, trashig, over the top. Auf jeden Fall. Und wir sehen mal einen Haufen Leute, die wo man dann in der heutigen Zeit eigentlich so als Kultschauspieler und Kultcharaktere wahrnimmt. Und zwar spielt auch der Danny Trejo zum Beispiel mit, der Machete. Er schaut wieder mal aus, als war er 1,80 groß und dabei ist er in Wirklichkeit 1,18. Ja, das ist Wahnsinn. In dem Film meinst du echt, das ist eine Kanone, der ist 2 Meter groß und dabei ist er wirklich... Das ist eine Hühne. Ja, Mini-Würstchenkette. Ja, wir haben als wir ein Foto gemacht haben, in Wicknerfell ist er von Schamal umgestanden neben mir. Na, ach komm her. Jo, und auf der Schamal haben sie ihm aufhelfen müssen. Also bei mir ist er nicht am Schamal umgestanden, aber er geht mir bloß bis zur Schulter. Okay, das ist ja geil. Von den Oberarmen her, das ist ja aber wirklich nicht merken bei ihm. Ja, ein Viech. Und ich glaube, das ist so, der ist kurz vorher ist Ding draht worden, Desperado, eben auch von Robert Rodriguez. Und ich glaube, zu der Zeit ist der Trejo erst wieder aus dem Knast gekommen. Der war ewig lang im Knast und der ist einmal ja verwandt mit dem Rodriguez und der hat dann gesagt, weißt du was, wenn du vom Knast rauskommst, kriegst du eine Filmrolle von mir. Und das war dann eben der Wurfmesser schwingende Auftragskiller in Desperado. Also ich nick gerade. Ich habe schon die ganze Zeit genickt, während du das gesagt hast, aber mir ist jetzt gerade erst eingefallen, das hört ja keiner. Gut. Was ich auch noch ziemlich cool finde, dann, wenn sie in dem Hotel sind, also in die 4 Wände und ein Dach drüber, mit keinem Pornokanal, sieht man dann die Nachrichten eben über die Geckos und den Banküberfall und da sieht man dann einen John Saxon, den man kennt aus Dario Argentos Tenebrae und Nightmare on Elm Street, Teil 1 vom Wes Craven.
Ich bin felsenfest davon überzeugt gewesen, du redest jetzt über den George Clooney. Also jetzt nicht bei der Szene, aber dass du halt dann sagst, da kennt man ja viele Schauspieler vor, die dann später eigentlich so ihre Karriere gestartet haben. Weil ich glaube, für den George Clooney war das so ziemlich der erste Film. Grizzly 2 war das, glaube ich, die erste Rolle, aber der ist, Nein, ja. Ich wollte gerade sagen, der erste Film, der halt dann zumindest international... ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, vorher hat er schon angefangen, meine ich, mit Emergency Room, oder? Ja. Das war die Serienzeit am Anfang, aber ich glaube, so auch von Dusk Till Dawn war sein erster Kinofilm. Weil da hat er dann gesagt, der Tarantino, er findet es eigentlich recht lustig, weil er hat einige andere Leute hätten es auch gefragt für die Hauptrolle. Und am Ende ist der George Clooney dann geworden, weil er gesagt hat, er findet da irgendwie den Vergleich so lustig, dass er erst einer ist, der Leute aus dem Emergency Room rausholt und rettet und jetzt ist er einer, der Leute in den Emergency Room einbringt. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber finde ich, ist eigentlich eine ziemlich geile Rolle und finde ich auch schade, dass er halt später nicht wieder in solche Rollen dann reingeschlüpft ist. Also so in diese Splatter-Schiene, da er eigentlich schon relativ gut reinpassen. Ja, aber da hat er hübsch schnell sie rausgehalten aus der ganzen Sache. Dann hat er vielleicht noch ein Projekt Peacemaker gemacht, aber dann war es mit Action und so mit George Clooney nicht mehr viel. Der hat dann eher so gediegenere Sachen gemacht. Mhm. Ja, so ähnlich halt wie der Quentin Tarantino. Ungefähr so. Auf alle Fälle, die Dame, die ist da kidnappen, die Banktante, ich weiß jetzt den Namen nicht, die wird ja dann vom Richard quasi, ja, umgebracht. Auf dem Bett und in der Szene quasi, wo dann immer wieder so zwischengeschnitten wird, fand ich extrem effektiv, wo man dann an George Clooney, der starrt auf die Leiche und dann siehst du wirklich in so, ein Sekundenschnitt ist es nicht, das sind wirklich gerade ein paar so Frames, wo man dann sieht, die Frau liegt jetzt blutüberströmt da, fand ich voll krass und total effektiv, weil das, ja, total schockierend ist im Endeffekt, weil in dem Moment mag man ja die Geckos einfach nur so, weil sie haben nicht so coole Typen und so und kommen cool daher und dann, ja, jetzt sechst du dann schon auf alle Fälle, dass sie nicht bloß selbst verteidigen und so, weil sie halt auf der Flucht sind, sondern weil sie halt auch, ja, so einen geisteskranken Typen mit dabei haben. Und man sieht, dass der Richie totaler Psychopath ist. Ich finde, er macht das ziemlich gut in dem Film. Also er verkörpert diesen Charakter richtig, richtig gut, der Quentin Tarantino. Voll. Was hat er gesagt? Die hätte nicht mal Scheiße gesagt, wenn sie den Mund damit voll hätte. Ja, genau. Die wollte weglaufen. Die wollte sicher nicht weglaufen. Das ist super. Weil wir vorher vom Clooney geschmerzt haben, noch kurz, weil wir haben gestern überlegt, ich habe mir mit einem Kumpel angeschaut und dann hat er gesagt, der hat doch da eine andere Stimme, oder, der Clooney? Und da hat sogar der Clooney selber gesagt, dass er einen anderen Synchronsprecher mehr hat im Deutschen, der hört sich das anscheinend an, weil er gemeint hat, dass seine normale Synchronstimme, die jetzt dadurch bei Emergency Room hat, die ist zu weich und zu freundlich für die Rolle von dem Gecko und da braucht er einen ein bisschen rauere, ein bisschen rabiater, sich einfach anhört. Sau gut. Aha, schön. Der von sie die netten Herren Schauspieler das aussuchen, oder was? Ja, anscheinend. Frechheit. Ich finde auch, wenn wir bei den nächsten Schauspielern sind, also die Chemie zwischen der Fuller-Familie finde ich auch super. Der Harvey Keitel ist immer ein Burg, den kann man sich immer anschauen, immer gut. Juliette Lewis auch zu der Zeit, Schnecke, auch kommt in ihrer Rolle als Kate auch super cool um. Und der Scott, der Chinese, oder asiatische, ja, der ist ja Chines, oder? Ja, Chines ist er da, weil der Clooney sagt doch immer Japse zu ihm. Ja, genau. Hey, was ist das für eine Kiste mit euch? Seid ihr schwul oder was? Warum? Ja, das ist nicht wie ein Japse aus, er auch nicht. Sieht vietnamesisch aus. Ja, genau, vietnamesisch ist er. Ein Vietnamese, jetzt wissen wir schon, ja. Und der Scott hat übrigens, weil wir gerade vorhin, ich hab's schon angedroht, im Assault on Precinct 13 Podcast haben wir drüber geredet, dass der Scott im Film From Dusk Till Dawn ein Precinct 13 Shirt anhat. Und das ist quasi Referenz an, ja, von Belagerungsfilm zu Belagerungsfilm an John Carpenter. So habe ich das auch gesagt schon, ja? Ja. Jetzt bricht gerade das Universum zusammen, weil du es zweimal gesagt hast, in 2 unterschiedlichen Podcast-Folgen. Unsere Hörer werden gerade so, das Gehirn wird sie ineinander implodieren. Und, ja. Voll. Der Kopf zieht sie einfach nach innen. Großer Gott. Ja, und wir haben nur ein paar Leute, über die es auf jeden Fall zum Palavern lohnt. Unter anderem Sex Machine. Oh yeah. Tom Savini. Erzählst uns was über Tom Savini. Ja, Peitschenkünstler ist er. Vorher hat der Mike schon angesprochen, an Greg Nicotero, den klaut er dann gleich mal sauber mit der Peitsche ins Bier. Und an Greg Nicotero, den kennen wir ja alle mittlerweile für seine Zombies von The Walking Dead. Junge.
Und er produziert und führt Regie bei ganz vielen Folgen von der neuen Creepshow-Serie. Muss ihm auch zugute halten, also Weltklasse. Der Typ, gut. Also mit Walking Dead, gut, habe ich jetzt mittlerweile abgeschlossen, aber an sich seine Arbeit, effekttechnisch, ist immer vom Feinsten. Voll, ja. Und er hätte bei den ausgeschnittenen Szenen, glaube ich, hat er noch eine schönere Todesszene als die. Weil ich glaube, im Film sechst es dann gar nicht, wie er stirbt, oder? In dem normalen das Cut. sechst nicht. Das sechst nicht. Also, wenn es euch interessiert, googelt mal ein bisschen umeinander, da findet ihr einige ausgeschnittene Szenen von dieser ganzen Splatter-Orgie, die war im Unrated dann noch länger. Und da kriegt der Greg Nicotero auch sein Fett weg. Aber ich muss sagen, die Szenen, die da länger sind, die haben schon reichlich obskur. Also da geht's nicht bloß mehr um Arm abreißen und herkömmliche Splatterei, sondern also der Greg Nicotero, der Abgang ist ja im Endeffekt, dass der Santanico Pandemonium, von der wo wir noch gar nicht geredet haben, der wächst quasi so ein Stop-Motion animierter Wurm aus dem Hals, der beißt quasi Greg Nicotero einen Shell weg und zieht sie in ihren Körper zurück. Und ja, das passt eigentlich zum Film so überhaupt nicht. Also ich bin ganz froh, dass die Szene raus ist. Wobei dafür einige andere Szenen ziemlich geil sind. Ich finde da den Stop-Motion-Vampir, der aus dem Eckerl hinterher hupft, den finde ich geil, weil ich finde so Stop-Motion-Sound finde ich immer geil. Ja. Und eben dann noch der geile Fettsack-Vampir, der mit dem Bauch leider den Kopf abbeißt. Ja, voll. Da reißt quasi der Bauch auf vor dem Vampir und hat dann so Zähne und Ding und macht immer auf und zu. Und der Vampir packt einen beim Knack, stopft sie den Kopf in seinen Bauch und der Bauch macht zu mit den Zähnen und zwickt ihm einen Shell weg. Und da gibt dann quasi nochmal eine Szene vor, wenn sie den letzten Standout haben, in der ersten Titty Twister Gemetzelszene, das ist quasi der Fred Williamson, der Tom Savini, der George Clooney und noch irgendjemand. Der Harvey Keitel und gehen da auf 4 andere Vampire zu. Und da sieht man den Vampir auch mal stehen und auf sie zugehen und dann denkst du, ja, warum hat denn der da die Mordsloch im Bauch? Ja, genau. Und die Erklärung ist quasi in dem Director's Cut zu finden oder in den gekürzten Szenen. Also einige dabei, die sind echt lohnenswert, manche dabei, wie eben die komische Schlange aus dem Mund oder das komische Davonschlängeln auf dem Boden, wo der Pamper-Chef Tussi schaut ein wenig weird aus, da denke ich mir, ja, brauchst das. Brauchst das, genau. Bei anderen Sachen denke ich mir so, ja, das brauchst. Ist der Director's Cut dann nur in Anführungsstrichen, bei die Splatter-Szenen länger? Nicht? Es war, glaube ich, auch nur ein Telefonat vom Clooney war noch dabei. Ach, stimmt. Und also ein Handvoll, genau, wo erwähnt wird, dass er sich beim Titty Twister treffen, sowas, genau. Genau, also ein Handvoll andere Szenen sind dann sind noch dabei, aber wirklich auffallend sind die ganzen Splattereien, die das weglassen haben. Aber das heißt, also sinnvolle Szenen, nicht so wie bei meinem Lieblingsbeispiel mit Crank, wo dann einer blinzelt und der andere starten 10 Sekunden länger an. Ja, aber das intensiviert halt so ein Gespräch, wenn du da jemanden stehst. Nein, das sitzt du mir irgendwo hier und stau einfach jemanden an. Wüsstest du wie tust du wieder. Wie bei Spiel mir das Lied vom Tod, Alter. Ja. Ja, auf alle Fälle waren wir doch eigentlich zuerst noch beim Tom Savini. Und Tom Savini sollte man eigentlich kennen, weil der ja auch die Effekte gemacht hat oder hat er mitgespielt bei George Romeros Zombie Dawn of the Dead und hat auch die ganz viele Effekte gemacht von Creepshow, von Day of the Dead, Freitag der 13. Und den Typen sollte man eigentlich kennen. Und wir haben auch schon mal effekttechnisch über ihn gesprochen, und zwar in unserer Maniac-Folge. Ah, da war ich nicht dabei. Ja, siehst, da weißt du wieder nicht, was er da sonst für Arbeit gemacht hat. Da spielt er sogar mit. Das weiß ich. Er spielt immer mit. Sagst du es nicht sogar im Land of the Dead, im Making-of oder so, dass ein Teil von seiner Gage immer ein Auftritt ist? Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwas, ich weiß nicht, ob es das in einem Making-of oder ob ich das gelesen habe, aber dass er immer sagt, wenn er irgendwo Defekte macht, dass er auch eine kleine Rolle mitmachen möchte. Okay. Weil im Endeffekt die Rolle, die er spielt, oder ganz kurz in Land of the Dead, das ist ja eine Mischung aus seinem Charakter in Dawn of the Dead, in dem Original-Zombie, und aus From Dusk Till Dawn. Also er hat im Endeffekt die Lack- und Lederkluft an, aber halt den geilen Längsstangenbart. Und ja, da kann man sagen, hey, da haben sie aus 2 Charaktere einen gemacht. Als hätten sie einen Sohn. Es gab anscheinend eine große Diskussion im Internet oder allgemein wegen seinem Revolver. Der Pimmelersatz. Ja, weil der Rückstoß, das darf überhaupt nicht gehen, das ist ja total hirnrissig wegen dem Rückstoß. Ah, okay. Aber er hat irgendwas immer gesagt, sie haben das in seiner Vietnamzeit, haben sie mit manchen Waffen ein bisschen umeinander geschossen und haben anscheinend Rückstöße ausprobiert an verschiedene Körperstellen, und er hat gemeint, das war alles machbar.
Okay. Die Knarre da, die, wo du gerade anschmatzt, die wo ausschaut wie ein Phallus, die kommt einfach vor in Desperado. Da siehst du quasi, dass die Selma Hayek beim Antonio Banderas so einen Waffenkoffer aufmacht und dann findest du halt neben ein paar herkömmliche Waffen eben auch, ja, die Pimmelknarre. Pimmelknarre. Wenn du schon bei Selma Hayek bist, müssen wir doch endlich mal über diese Szene schmerzen, oder? Haben wir schon soweit? Können wir schon drüber reden, meinst du? Ich bin heiß wie Tittenfett. Ja, du musst aber erst nur mit der Band anfangen. Oh ja, eigentlich schon. Die machen wir aber nicht so heiß. Aber die machen heißen Sound, und zwar das Tito and Tarantula. Und sie haben geile Instrumente vor mir. Das stimmt. Wobei ich diese saudämlich finde. Sag's mir nicht besser. Nein, ich find's geil. Der andere Schlagzeuger hinten haut mit dem Kopf die ganze Zeit aufs Schlagzeug auf, wie er hat sich aus einem Menschen eine Gitarre zusammenbaut. Was hat da ein Saxophon, kann das sein? Ja, also Wirbelsäule und am Kopf. Ja, geil ist. Und dann sprengen sie sich einfach in die Luft. Da hat niemals ein Ton rausgekommen. Aber hallo. Null. Aber hallo. Du sagst schon, wenn ich dir jetzt sonst nichts mehr vor die Munde bloß, was da für Töne rauskommen. Auf alle Fälle spielt der Tito von Tito und Tarantula spielt eben auch wieder bei Desperado mit und auch bei irgendwann in Mexiko. Also man sagt, der Rodriguez und Tarantino und so rundum, die ganze Gang, die rekrutieren immer dieselben Leute, und das ist eigentlich ziemlich cool, wenn man dann so in einem Film drin sitzt wieder und sagt, hey, den kenne ich aus dem und dem Film und da hat er den und den gespielt, und ja, finde ich cool, dass da immer wieder dieselben Leute auftauchen. Aber jetzt zum Wesentlichen. Santanico Pandemonium, gespielt von der unglaublich liebreizenden Selma Hayek, und den Tanz, den es da abzieht, alter Schwede, der ist mega, oder? Aber voll. Ja, kann man sich schon anschauen, gell? Also du hast lieber den fetten Mexikaner tanzen gesehen, oder? Sitzt deine Frau neben dir, Corby, oder was, weil du nicht ausflippst? Na. Warum schauen wir den Film wahrscheinlich einmal im Jahr an? Also mindestens bis zu der Szene, und danach geht's erst nur richtig los. Aber das ist schon ein echt geiler Tanz. Und Grüße gehen raus an Xav. Ich und der Xav war nämlich bei der Reeperbahn in Hamburg auch im Titty Twister, und da war ich echt enttäuscht, dass die Mädels, die da tanzt haben, das nicht so gemacht haben wie sie. Und nicht vom Fuß aber saufen und so, oder was? Nein, also bei denen hätte ich das auch lieber nicht gemacht. Fußpilz aber gesoffen, oder was? Ei. Das ist ja sowieso, weil du sagst, vom Fuß aber saufen, an Tarantino sei Fußfetisch, den die einfach da voll ausleben in dem Film. Vollgas. Na, aber sie macht das cool, also sie kommt richtig fies und schaut unglaublich gut aus, braucht man nicht schmerzen. Der Name übrigens... Weil ich hab mir noch wieder gedacht beim Anschauen, ich kann meine Lebtag lang nicht mit der ekelhaften Scheißschlange ums Knack rum umeinander tanzen, weil ich so viel Angst hätte, dass wir sofort frisst, das Mistviech. Und sie wollte anscheinend die Rolle unbedingt haben und hat aber auch Schlangenphobie gehabt und hat 2 oder 3 Monate lang davor ist schon in Therapie gegangen, damit sie ihr Phobie da überwinden kann, damit sie die Szene machen kann. Okay, krass. Hätte ich nicht anders machen können, weil... Was soll das? Ich geh weg von mir. Wir haben das letzte Mal beim Spazierengehen Blindschleich gesehen, da war ich aber gestorben. Die Zeit nicht so. Lieber Schlangen wie eine Spinne. Nein, weißt du, da renne ich durch Simbach und dann kommen Schlangen daher. Dann denke ich mir, was ist jetzt Simbach, Australien, ich komme nicht mehr aus, was ist mit euch? Ja, Mitterloh, aber jetzt wie Ghetto. Mitterloh, Outback, auf einmal hauen wir ein Känguru über. Jetzt lass mich raten, du hast jetzt das Spazierengehen auch aufgehört, genau wegen der Situation. Ja, weil Genau. Weil er Angst hat, dass dann Steffi immer von seinem Fuß was saufen möchte. Ja, genau. Von meinen alten Oma zehren, wie mein Doktor sagt. Jetzt passt du auf, und zwar heißt die Selma Hayek ja Santanico Pandemonium, und das wiederum ist eine Anspielung, weil wir wieder eben bei die 2 Exploitation-Lover Tarantino und Rodriguez sind. Das ist, gibt einen gleichnamigen Non-Sploitation-Film von 1975, der wo sich auch Santanico Pandemonium nennt, und das ist quasi eine Anspielung da drauf. Genau. So schaut's aus. Wen wir auch noch dabei haben, wo da ziemlich cool ist, in 3 Rollen gleich, das ist der Cheech Marin. Den sagt man einmal als, beim Zoll. Ist so ein Zollbeauftragter. Der geile Perverse, der beim Soha zuschaut. Ja, genau, immer nur nachhiluren. Wieder geil nachhiluren, bis er den Vorhang zumacht. Also, du perverse, asoziale Sau, hau ihn ab. Und geil grinsen dazu. Ja, eben dann ist er der Pussy-Typ, und dann ist am Schluss eben nur der Carlos, mit dem sie die Geckos ja eigentlich treffen wollen, bevor sie auf El Rey fliegen. Noch über die Grenze. Also entweder er hat die 3-fache Gage gekriegt oder er hat es völlig umsonst gemacht. Kann also. Ich glaube, dass das alles die Spätzle sind, die machen das alles untereinander aus. Voll. Aber ich find's einfach cool, weil man dann sagt, okay, was so ein Bart nicht alles ausmacht, gell? Einmal bist du dabei ohne Bart, dann einmal mit so einem richtig buschigen Bart und dann zum Schluss einmal mit einem relativ geschleckten Schnurrbart. Und hat er einen von den geilsten Dialoge vom Film dann.
Du meinst Pussy, 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 oder? Na, wenn er dann sagt, wenn die ganzen Vampire dann explodieren am Schluss und sagt, ey, was war das? Ey, war denn das eine Verrückte da drinnen oder was? Irre. Und dann sagt der George Clooney so, Irre, explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht sie trifft. Ganz egal, wie irre sie sind. Irre, seht ihr aus wie Irre? Das ist echt Weltklasse. Aber da warten wir wieder bei den geilen Dialoge in dem Film. Ich kann nur in Tosen scheißen. Vor allem fast jedes Mal, wenn der Clooney's Maul aufmacht, das ist nur geil. Der sollte nur so in die Rollen spielen. Also ihr Rumtreiber, lasst uns rumtreiben. Ja, genau. So los, Podcaster, lasst uns weiter podcasten. Ja, genau. Ja, auf alle Fälle, wenn das Gemetzel vorbei ist, dann werden auf alle Fälle noch ganz viele andere Vampire abgerackt. Und dann kommen sie quasi unsere ganzen Kämpfer und Überlebenden kommen sie dann ein wenig näher. Und die ganze Chemie zwischen die Leuten finde ich auch super. Einer fertiger wie der andere, einer cooler wie der andere. Ja. Allen voran auch der Fred Williamson, den man vor kurzem erst gesehen hat in VFW, Veterans of Foreign Wars oder The Riffs oder Metropolis 2000. Also eine lauter so geile 80er oder 70er Exploitation-Filme und Western-Ding mitgespielt. Hat er nicht kürzlich in dem einen Action-Ding mitgespielt, den Eden oder wie der geheißen hat? Oh, das weiß ich nicht. Den letzten, wo er gemacht hat, war der VFW vom Joe Megosh. Okay. Vielleicht täusche ich mich ja gerade, weil ich habe gerade irgend so ein Poster im Kopf, aber ich weiß nicht, wo sie eigentlich genau sagen im Kopf. Aber mir fast behaupten, dass fast kein Mo, der Schnauzer besser steht wie der Fred Williamson. Der Hammer. Der kehrt da einfach hin. Geil ist also geile Geschichte. Und die geile, genau, die Ansprache dann von Vietnam. Super. Ja. Echt geil. Und also geil wie der Ding, der Tom Savini dann der Sexmaschine im Eckerl hinten steht und versucht, dass er versteckt, dass er sich verwandelt. Genau. Und irgendwann steht er so da mit die Hände in der Bugel und schaut aus wie ein kleiner Bub, der sich in die Hosen geschissen hat. Voll. Und wenn er sich dann Tänzer hält, dann die wird dann so vampirmäßig und so. Ja, genau. Dann die nächste Hände ans Gesicht. Was ein guter Effekt ist. Voll. Effekte technisch, ich finde allgemein ist er effekte technisch ziemlich geil. Da komme ich dann in meine Negativpunkte noch dazu, aber da schmerzt man dann drüber. Also im Großen und Ganzen. Negativpunkt sagst du, nein. Jetzt pass auf, also die Splatterei am Arm, in der Mitte, also der erste Kampf, also das Dinner ist serviert, Kampf ist Weltklasse, da gibt's überhaupt nichts. Nur am Schluss, da kommt's mir dann so vor, wie wenn sie die Kohle ein wenig ausgegangen war. Aber da rede ich dann bei meinem Negativ-Ding drüber. Du bist negativ. Und auch sau geil, wenn sie dann die Waffen selber zusammenbauen. Ja, was ist eigentlich mit den Kondomen? Das war anscheinend Ausschussware. Anscheinend. Die haben es für irgendwelche Trucks sogar. Und so. Wenn ich Kondome als Wasserbomben hernehmen kann, dann bin ich ganz froh, dass die nicht ausgeliefert worden sind. Auf jeden Fall. Babyboom 96 war auch gesagt gewesen. Ja, und da gibt's auch die ganz seltsame Stelle, wenn eben dann der besessene oder der verwandelte Tom Savini der Sexmaschine seinen Kopf runtergerissen kriegt vor der Peitsche. Das müssen wir jetzt dann erklären, warum sie der in eine Ratz verwandelt. Bitte. Ja, was geil ausschaut. Das ist doch die Ratz von Braindead, oder? Das kann auch sein. Stimmt, das schaut gar nicht einmal so unähnlich. Das Sumatra Red Monkey. Ich glaube, dass es einfach nur darum geht, weil sie einfach nur irgendein geiles Monster bauen wollten. Ja, aber so hätte ich dann eine Fledermaus baut oder so, oder? Ja, die hat man schon gesehen. Das sieht man übrigens, wenn in der Szene, wenn es quasi sie die Waffen gebaut haben und der Harvey Keitel mit seiner Pumpgun als Kreuz quasi vorausgeht und die Vampire rückwärts gängen, sieht man ganz hinten eine riesige Fledermaus stehen. Also eine Menschenfledermaus, wie beim Batman, der Man-Bat. Aber der kommt da nicht mehr vor, das finde ich voll schade. Also das war so ein Ding, wo ich sage, hey, ja geil, so eine riesige Fledermaus war geil gewesen. Stattdessen kriegen wir dann einen Ratz. Ja, ich glaube, du sitzt halt da, während du den Film drehst, so auf die Nacht bei ein paar Bierchen mit deinen Kollegen da und sagst, hey, was machen wir morgen für einen Zombie, hä? Mach mal Ratz, ja, mach mal Ratz. Ja. Und dann sind alle so begeistert, machen dann die Ratz und dann haben sie es abgeraten, dann kommt der Rodriguez und sagt, was soll jetzt der Scheiß? ja, sorry, hat aber ungefähr 1 Million gekostet. Ja, gut, da kommt es in den Film. Darum ist dann am Ende das Budget ausgegangen, weil sie haben einmal ein Vampirkostüm, haben es insgesamt dann gerade 6 komplette machen können und haben 6 Leute nur kurz so Stunt Typen, die das alles dann machen können müssen, weil es für mehr dann nicht mehr gelangt hat. Ja, wahrscheinlich, weil sie sich halt so dermaßen an der Ratz austobt haben. Das kann sein. Aber mir hat die Ratz gefallen. Das hat sich aber dann auch erklären, warum das, wie gesagt, für mich ich finde halt, dass die Effekte am Schluss auch sehr drastisch nachlassen. Ja, also ich finde aber, das fällt ja nicht auf. Im Endeffekt, es geht in dem Film darum, dass du Spaß hast und ich finde,
selbst wenn die Effekte dann nicht so geil oder hochwertig sind, macht er trotzdem Spaß. Ja, das auf jeden Fall. Also das macht dem Ganzen keinen Abbruch. Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt schon lange nicht mehr angeschaut. Also in der Zeit, wo ich mir damals ein VHS gekauft habe, ist der wirklich jeden Tag gelaufen. Also ich bin dann auch bei meiner Oma aufgewachsen eine Zeit lang, oder in der Schulzeit war ich viel bei meiner Oma. Und ja, da ist halt einmal nicht so geschaut worden. Sage ich jetzt mal, was da immer geschaut wird. Und ich glaube, dass ich den nach dem Hausaufgaben mache oder dazwischen oder davor oder ja, ich habe den eigentlich immer geschaut. Also das ist so ein Film, wo ich glaube ich vor ein Jahr wirklich jeden Tag geschaut habe. Das war Wahnsinn. Und jetzt habe ich ihn ganz lang nicht mehr gesehen und jetzt wieder. Und wie gesagt, mir haben jetzt da ein paar Sachen aufgefallen da gegen Ende, wo ich sage, ja, das ist ja fast, da hätte man vielleicht früher einen Schnitt setzen sollen oder was, aber ja, es schaut fast dann ein wenig hingelernt aus, das Ganze. Also ich verstehe, was du meinst. Das ist auch einer von den Filmen, neben eigentlich fast allen Tarantino-Filmen, die ich als Jugendlicher rauf und runter geschaut habe. Voll. Ich habe mir ganz wenig DVDs gekauft, aber alles vom Tarantino und fast alles vom Rodriguez, und ich glaube, es ist mindestens einmal die Woche Reservoir Dogs, Kill Bill, Pulp Fiction und From Dusk Till Dawn gelaufen. Glaube ich. Bei mir bin ich später nicht gekommen, sogar die wo dann eher so auf Autos gestanden sind und so, oder Mopeds fahren oder so, die haben dann auch vorbeigekommen, hey, hau mal vom Dusk Till Dawn rein, war cool und so. Und ja, da war das ganze Haus voll mit Kindern, und dann haben wir uns den Film da eingehauen. Ja, und dann später wieder das Jugendamt am Knack, oder? Ein Nullinger. Das war ja die ab 16 Version. Kinder daheim Ja, total da verstört. schon- Ja, aber trotzdem waren es alle erst 11 und 12. Da dann nimmer. Und jetzt weiß ich nicht, kennt ihr den Film Ritter der Dämonen, den ersten Geschichten aus der Gruft Kinofilm? Na. Ja. Okay. Finde ich klasse. Kann ich unbedingt anschauen, kann ich brav. Der Film hat brutal viel Parallelen zu From Dusk Till Dawn, finde ich. Die haben da hübsch zur selben Zeit rausgekommen. Ich glaube, Ritter der Dämonen 95 und From Dusk Till Dawn 96. Aber die haben auch eine ähnliche Thematik quasi mit dieser Belagerungssituation, nur dass halt bei Ritter der Dämonen, haha, wie gesagt, Dämonen sind. Aber auch uneingeschränkte Empfehlung. Falls jemand da draußen Ritter der Dämonen noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Alles klar, schreiben wir auf. Tu das. Der Dämonen. Ich habe zum Beispiel From Dusk Till Dawn 2 und 3 nicht gesehen, aber ihr bestimmt, oder? Ja. Nicht beide, ich hab einen von denen zwei gesehen, und zwar den mit dem Typen, der eine Messerklinge unten an die Schuhe hat und dem Vampir und Eier haut, und dann hängt der Hoden an dem Messer dran. Was war das für ein Teil? Ich weiß nicht mehr genau, das weiß ich jetzt nicht. Aber das war doch mal wieder nur Trash, oder? Der zweite, der dritte. Also der das- zweite versucht halt, sie versuchen schon was anderes jeweils, also das muss man ja nicht zugute halten, aber es kommt halt keiner an die Klasse von dem übermächtigen ersten Teil hin. Auch die TV-Serie, die war ja auch ganz nett zum Anschauen, aber es kommt halt, durch das, dass halt das Original, der von Dusk Till Dawn so stark ist, losen halt die Fortsetzungen dagegen ab. Also der Zweiter möchte halt so cool sein wie der Einser, versucht ein paar neue Sachen auch wieder mit Bankräuber und Vampire und hin und her. Der Robert Patrick spielt da mit, der wo eigentlich immer Bereicherung ist für so einen Film. Oder in der Anfangsszene ganz kurz der Bruce Campbell. Hey. Aber ja, er möchte halt so pseudo-cool sein. Und da sagst du halt, ja, im ersten Teil waren sie halt wirklich cool, und im zweiten, da probieren sie es. Und beim Dreier, das ist im Endeffekt der Western. Also der spielt ja quasi zu der... Dann habe ich den, glaube ich, gesehen. Okay, das ist nur der bessere. Also der dritte war auf alle Fälle besser wie der zweite, aber hätte es auch nicht braucht. Aber im Endeffekt ist der besser zum Anschauen, und dann siehst du auch ein bisschen mehr die Mythologie hinter dem Ganzen und warum Genau. der, im Endeffekt, wenn du am Schluss fährt ja die Kamera raus und du siehst den Hof, den Hinterhof vom Titty Twister, und das ist ja dann im Endeffekt ein großer Inka-Tempel oder Maya-Tempel. Und du erfährst halt da in dem Film ein bisschen mehr Hintergründe. Völlig unauffällig, dieses Riesenloch mit den Bergen Da an nie Lastwagen, und auffallen. das kein Mensch sieht. Aber ich liebe die Szene, ich sag das gleich, Ja, ich habe das ist so ein das noch geiles nie Bild. hinterfragt, weil ich das einfach geil finde. So was hinterfragt man halt auch nicht. Voll. Und es ist ein geiles Map-Painting, das Ganze, und wenn sie Ja. da rausfahren, bin begeistert. Ja, aber mir es ist das taugt gleiche wie mit der Ratte. Das habe ich bisher leider, oder was heißt leider, das habe ich bisher auch noch nie hinterfragt. Ja, warum Okay. nicht? Das sind Fragen, die stellt man nicht. Okay, Entschuldigung. Muss man auch noch nicht. So ein ganzes Blatt voller Fragen gerade durchgestrichen. Voll, ganze Seiten weggeschmissen. Bei der Serie muss ich aber noch mal kurz einhageln, weil ich finde nicht, dass die nicht zum Anschauen ist. Also, Findest du nicht? ich finde die ersten 2 Staffeln, ich finde sogar richtig schrecklich, weil das halt einfach der Film
auf 2 Staffeln gestreckt ist und das ist einfach nur schrecklich. Ist das nicht bloß die erste Staffel der Film? Ich hätte gemeint, dass das sogar der zweite auch noch war das? Ich glaube, die zweite ist dann schon eigenständig. Deswegen haben mir die zweite und die dritte Staffel besser gefallen, Nein, ich als wollte wie dann die nämlich gerade sagen, mir erste. hat nur die dritte gefallen, weil ich nämlich jetzt in meiner Erinnerung habe ich nur die dritte als richtig eigenständig. im Kopf. Ist schon lang her. Aber mein Eindruck war jetzt nicht gar so negativ. Also die Staffel 2 und 3, die habe ich mir gut anschauen können. Die erste, ja, war auch nicht ganz schlecht, aber die hat so ein unglaublich kacke Ende. Also die letzten 3 Folgen, wo du sagst, ja, wo wollen sie denn jetzt eigentlich hin? Macht es halt einfach so wie im Film. Was wollt ihr jetzt da mit dem, ich weiß nicht, weißt du, was ich meine, wo es dann irgendwie so im Unterbewusstsein sind und so, das ist alles so, aber ja. Okay, Also man muss, ich habe mir jetzt, weil ja doch wieder ein bisschen gehypt war, dann die erste Folge mal angeschaut. Das ist ja im Endeffekt genau die Szene, die sie in der FSK 16 Version dann rausgeschnitten haben. Und den Anfang habe ich zumindest ganz solide gefunden, aber wenn ihr sagt, okay, das lohnt sich eigentlich nicht, das zum Schauen, dann lass ich's. Nein, das ist keine Pflicht. Nein, echt nicht. Aber die neue, was haben dafür die Santanico Pandemonium, die macht auf alle Fälle einen guten Job, die finde ich cool. Die ist auch ähnlich hübsch wie Selma Hayek. Die habe ich gar nicht mehr im Kopf, kann sie so schön gewesen sein. Ah, ja, okay. Krampmalan. Kruzifix. Ja, aber er war, glaube ich, sogar noch einer von den Rodriguez-Filmen, die mal ein bisschen Kohle eingespielt haben, gell? Ja. Weil, Das ist, Rodriguez hat ein ähnliches Problem eben auch wie der Carpenter, dass halt dem seine Filme meistens voll geil sind, aber halt floppen. Da gehört da zum Beispiel der Planetera dazu, da möchte ich fast behaupten, das ist einer von den letzten richtig geilen Zombie-Filme und der floppt dann noch so. Also wie gesagt, der ist ja da, ich weiß nicht, ob nur der Planetera gefloppt ist oder auch nur oder das komplette Grindhouse-Paket, weil sie anscheinend in Amerika keiner 4 Stunden oder 3,5 Stunden in der Kino sitzen mag. Und ich war so froh drum gewinnen. Was? Ich war so froh drum gewinnen, wenn wir dieses Grindhouse-Paket bei uns gehabt hätten im Kino. Sofort. Ich muss wieder 2 Mal fahren. Genau. Einen Haufen Sprit hätte ich mir gespart. Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, viel Erfolg hat er nicht oft. Nein, und bei dem ist jetzt, ich glaube, dass er knappe 20 Millionen Budget gehabt hat und eingespielt hat er dann doch noch knappe 60. Das ist für den Film nicht schlecht, würde ich sagen. Und da ist mir was hängen geblieben, aber für die 90er. Er hat ja immer noch sein Ass im Ärmel, dann haut er wieder mal ein Spy Kids raus, da geschwappt dann wieder Kohle rein und dann kann er wieder irgendeinen Hami-Film rein. Genau. Mein Alita Battle Angel, da hat er, glaube ich, schon extrem viel Geld eingenommen. Also er kann aber ja auch nur auch die Produktionskosten, oder? Ja, der Film ist leider auch gefloppt und deswegen wird es wahrscheinlich auch keine Fortsetzung geben, was ich ultra schade finde, weil der Alita Battle Angel richtig gut war. Sehr gut, ja. Also es heißt Budget so 150 bis 200 Millionen und eingespielt 405 Millionen. Ja, und dann bist, wenn du jetzt vor die 200 Millionen ausgehst, dann bist du mit Werbungskosten wieder auf einer knappen Nullnummer. Ja, weil sie mal alles bewerben müssen, die Idioten. Ja, echt. Bringt halt einfach einen Film aus ins Kino und Leute gehen schon, die brauchen keine Werbung. Also da, wo ich mir eigentlich wirklich unbedingt eine Fortsetzung wünschen würde, wäre Predators, weil den fand ich richtig geil, den er da gemacht hat. Der hat mir auch gut gefallen, ja. Der ist aber nicht von ihm. Da ist er, was ist er da? Der ist Produzent, ja, stimmt, der ist ein Produzent. Der regiert und geführt der Nimrod Antal. Und also ich glaube, aber man kennt, dass er als Produzent einiges zu mitschmerzen hat. Es sind schon ein paar so Dialoge dabei, wo du sagst, ja, das sagt auf alle Fälle die Rodriguez-Handschrift. Ja, und der Trecho darf wieder mitspielen. Voll. Der muss immer dabei sein. Also ich würde fast behaupten, dass From Dusk Till Dawn einer von den 5 besten Filme, Horrorfilme der 90er ist. Weil die 90er waren ja allgemein nicht so überbordend, was Genrefilme angeht, aber From Dusk Till Dawn ist auf jeden Fall in die Top 5. Er hat sich in den 90er, was ja ein ganz schlimmer Graus bei manchen Filmen war, sie haben gemeint, sie müssten unbedingt jetzt schon Computereffekte einbatzen. Und in den 90er waren halt das ist halt noch nichts gewesen. Das war nicht schön zum Anschauen. Und er hat sich da, sage ich mal, zu 95% darauf besinnt, dass er handgemachte Effekte macht. Und ich glaube, ist überhaupt ein richtiger Computereffekt dann drinnen oder sind die alle nur in den ausgeschnittenen Szenen? Ich weiß nicht. Also das mit der Hand, wo sich die Hand verformt vom Tom Savini, ich glaube, dass das die aus dem PC ist, aber sonst wüsste die jetzt da auch nichts. Ja, das ist aber, nein, das ist glaube ich, das ist doch auch so ein Übergangsbeutel, oder? Von Puppen hin auf normale hin, das kennen jetzt auch irgendwie. Okay. Ja, nein, wie gesagt, aber kann gut sein. Aber es ist zumindest, weil wenn ich mir manche andere anschaue, weil, was habe ich zuletzt gesehen? Ich glaube, The Faculty ist doch auch aus den 90er. Oh ja. Und ich finde zwar, es ist echt ein cooler Film, aber leck mich am Arsch. Du kriegst einen Augenkrebs von den Effekten, das ist nicht mehr feierlich. Die schwenkt da sofort raus. Ja.
Ja, der Filme, die wo direkt mit die geilen Special Effects geworben haben, wie Spawn. Ja. Das ist halt, die haben wirklich die Effekte, die praktischen Effekte gehabt, eben wo wir wieder bei der K&B FX Group sind, die haben die Effekte gemacht. Na dann hat's geheißen, leg mir mal vor, die geile neue Erfindung, und zwar ein Computer, und da macht man jetzt die Effekte mit dem Ding. Und dann schaust du mal den Spawn an, da kriegst du auch einen Angriff, weil das wirklich auch eine Vergewaltigung ist von dem ganzen Spawn-Thema. Oder der mit wie heißt denn der mit den fetten Kakerlaken in der Kanalisation? Mimik, genau. Das ist ja auch, die sind ja auch so furchtbar. Ja. Die gehören zwar, glaube ich, nur zu der oberen Klasse an Effekte, die kann man sich ein bisschen anschauen, aber im Großen und Ganzen ist einfach die 90er die schlimmste Computer-Effekt-Zeit gewesen überhaupt. Bis auf Jurassic Park, das ist der einzige, der zusammengebracht hat. Okay. Ja, und ich habe mir ja Stinger geschaut zum Beispiel, auch ganz großer 90er, das Relikt. Und da ist auch so, dass der wirklich, die Effekte vom Stan Winston sind gigantisch, und es gibt dann wirklich ein paar so CGI-Szenen, wo du sagst, ja, geht nicht, aber dafür ist der Rest vom Film wirklich top gemacht, aber so, wo es ja halt auch oft nicht hinhaut, ein Regen oder Haar oder sowas, das hat damals schon auch nicht hingehaut. Und, unwichtige Details, also bitte. Ja, genau. Nehmt einfach lauter Platte her, dann habt ihr das Haarproblem schon nicht. Richtig. Und das schaut gut aus. Dann habt ihr das Regenproblem nicht. Und das schaut gut aus. Ja, das ist das Nächste, ja. Wir müssen nur über einen Big Kahuna Burger reden. Der nächste Running Gag aus dem Tarantino Rodriguez Universum. Ja, genau. Wo kommt es überall vor? Ja, Pulp Fiction also auf alle Fälle. Ganz groß kommt der, genau, in Pulp Fiction vor, die Burgerkette. Kommt es danach auch nochmal groß vor? Ist nicht Reservoir Dogs auch am Anfang? Das auf dem Softdrink vom ja, ich glaube, das kann sein, dass das, ich habe jetzt auch spekuliert auf den Softdrink, den der Metzen da sauft. Ja. Wenn er so geil oder eine Red Apple Zigaretten oder so, das sind so Sachen, das zieht sich eigentlich wie Rotz am Ärmel durch die ganze Vita von den zwei Regisseure. Ja, mega geil. Da würde es mich ja interessieren, ob jemand Ärger kriegt, irgendein ein fremder Regisseur, wenn er das einbaut. Weiß nicht. Keine Ahnung, ob sie das in Anführungszeichen patentieren haben lassen für eine Filme. Ja, wir schreiben uns das mal auf für unseren Wie für la Illusion-Film, dass bei jedem von uns da irgendwie so ein Gimmick dann liegt. Also wir brechen mal auf alle Fälle wieder mit unserem Vorsatz eine halbe Stunde. Jetzt weiß ich nicht, habt ihr noch mehr zum Verzeihen oder machen wir schon langsam Fazit? Ich glaube, wenn wir jetzt uns jeder nur ein Bier aufmachen, dann kann man nur Stunden über den Film reden, aber wir sollten vielleicht eher zum Fazit gehen. Da schauen wir lieber noch mal an, bevor ich mit euch länger schmerze. Mir darf man dann nur noch Zitate zitieren und darf man sagen, hey, was die Szene noch oder die genau. Szene. Immer wieder laut lachen und kichern wie kleine Schulmädchen. Genau. Wenn es selber heimkommt. Der kichert die sauber. Ich glaube, der George Clooney hat auch kichert, weil der hat nämlich den besten Platz gerade an dem Tisch. Echt? Oh, meinst du, das war ihm unangenehm, dass er die ganze Zeit den Hintern von ihrem Gesicht gehabt hat? Voll unangenehm. Ja, sicherlich. Der hat sicher ein paar Mal einen Abbruch machen müssen von der Szene. Er hat gesagt, ich kann das einfach nicht, das geht nicht. Was ist mit euch? Ist ja eklig. Dann hat er wieder ein paar Ave Maria Bett und ein Pussegurt geschnallt. Weg damit. Ja. Jetzt, weil sie hat sie verspult. Nur mal von vorne. Ja, genau. Jetzt hätten wir es fast gehabt, aber nicht ganz. Die linke Arschbacke hat mir zwei gezuckt. Das passt mir nicht in dem Film. Den müssen wir noch mal machen. Ja, gut. Dann, Mike, wie schaut's aus? Ja. Gut, also dann meine negativen Sachen, mit denen ich fange an, die habe ich schon angeschnitten, und zwar eben am Schluss ein paar von den Effekten. Da wo du dann sagst, also der Tod vom Scott, vom Vietnamesen, das ist ja direkt, erstens einmal, sie schießt auf ihn, die Kate, und er explodiert. Wo ich sage, warum sollte er jetzt einfach explodieren? Er ist ja noch kein Vampir. Ja, der hat schon so viel Bisse, das ist schon Vampir. Ah, okay. Dann ist es so, während er explodiert, die Vampire im Hintergrund, die haben einfach hingestellt. Die sind Gummimanschkerl, die Puppen quasi vom Scott halten, und die explodieren nicht gleich mit und so, und das schaut halt oberbillig aus, wenn die dann so gummimäßig rumflattern und so. Da hat es ein paar so Szenen gegeben, wo ich sage, ja, vielleicht ein bisschen eher schneiden oder wegen später einsetzen oder was, dann war das ein wenig besser. Aber so vom Ganzen her, Effekte top, bis aufs Ende ein paar Sachen, wo es mir auch nicht wirklich, oder wo es mir für mich alleweil nur den Drive so rausnimmt, wo ich sage, jetzt habt ihr die ganzen geilen Waffen schon gebaut und jetzt steht es schon vor dem Tor an, es wollt aussehen, die Vampire so richtig einheizen. Dann kommt nur die Ansprache vom Harvey Keitel, dass er quasi seine Kinder umbringen, und dann heißt es, ja, es müsste es tun, und okay und nein, und du machst das wirklich und hin und her, wo ich sage, jetzt hört halt bitte auf, ich möchte jetzt sehen, wenn es da ausgeht und die Vampire einheizt. Das ist jetzt so ein Dialog, einer von den wenigen Dialoge im Film, die wo mich wirklich nerven, aber das nimmt dem Ganzen nur so den Drive zwischen der coolen Montageszene, Waffen bauen und dann da rausstürmen, dann kommt nur der Dialog,
Ja, hätte ich auch nicht braucht. Wie schneidet du den Schmarrn aus, was er gerade erzählt hat? Boah, leck, ja. Schon, gell? Okay. Passt dann. Passt. Ich bin grad echt erstaunt. Ja, sechs, ich muss ja Über so viel geistigen Odel von, sowas hat noch keiner geschafft. Nein, hey, das sind so Filme, die wo man liebt, an denen kann man ein wenig mehr sagen. Du, Kobi, du weißt das, Evil Dead, unser Podcast, da habe ich auch ganz viel gesagt am Evil Dead, obwohl ich ihn eigentlich Weltklasse finde. Aber es gibt einfach Filme, die wo einem so am Herzen liegen, wo man dann bestimmte Sachen sich rauspickt und sagt, stört mich ein bisschen. Aber wir brauchen nicht schmerzen, jetzt gehen wir zu den guten Sachen. Der Film ist Wahnsinn. Also er hat kein Gramm Fett drauf, die Stunde 45 Minuten vergeht wie im Flug. Ja, der Twist dann im Endeffekt oder der Genrewechsel im Film ist super. Der Soundtrack ist Weltklasse, eben auch mit ZZ Top, Tita and Tarantula, die Blasters, also das Anfangslied von The Dark Knight, Weltklasse. Ja, ein super Film meiner Kindheit. Wer den nicht kennt, schaut ihn an und hat Spaß damit. Der nächste bitte. Ja, mach ich weiter. Du hast nämlich jetzt gerade schon mein absolutes Positives bestätigt. Weil ich wollte eigentlich jetzt auch größtenteils auf den Soundtrack eingehen. Den finde ich einfach mega. Also After Dark ist gerade mit dem Tanz einfach der Wahnsinn. Ansonsten kann ich auch dazu nur sagen, ich liebe den Film. Ich habe den als Jugendlicher rauf und runter gesehen. Der wird mindestens einmal im Jahr angeschaut. Und ich kann eigentlich wirklich sehr wenig sagen, was mir da nicht drauf gefällt. Wirklich nicht. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, gerade so alles, was der Harvey Keitel macht oder der Quentin Tarantino oder der George Clooney, für mich gehört da gar nichts raus. Gar nichts, wirklich. Für ich hätte man noch eher gewünscht, das ist jetzt mein negativer Punkt, es hätte noch mal so eine Langfassung geben sollen. Und zwar die vorhin das nochmal erklärt, wie die Gecko-Brüder da vielleicht die Bank überfallen und keine Ahnung. Also dass man das ja richtig sieht. Na, mir fällt echt sonst nichts ein, was ich negativ über den Film sagen kann, weil für mich ist der perfekt. Schön. Wenn man sowas sagen kann. Beautiful. Ja, yeah, beautiful. Kani? Ja, was ich voll geil finde, das hast zwar du schon gesagt, aber das ist auch mein Highlight, und zwar der Genrewechsel in dem Film bei der Stunde. Ich finde das so krass und sowas ist ganz selten und so unerwartet auch, wie der Film auf einmal von dem Road-Action-Movie zu einer Vampirsplätterei wird, finde ich voll geil. Und ja, damit Hand in Hand gehen auch die ganzen coolen handgemachten Effekte und die geilen Dialoge. Und wenn ich ihm was angreifen muss, dann greift ich ihm an, dass so viel Federn lassen haben an dem Film, weil, wie gesagt, diese ausgeschnittenen Szenen, die man sich da auf YouTube und auf manche Making-ofs anschauen kann, die hätten für mich noch gut mit reingepasst. Vielleicht nicht unbedingt alle, aber mindestens 3/4 davon hätten im Film bleiben können. Schande über euch. Muss nicht sein, sowas. Ole, ole. Ole, ole. Und aber unser Triple Threat kann ziemlich gut ausgehen, oder? Das kann sein, ich weiß nicht, sag's mir du, sag mal Titten. Ja, schon. Ja. Sag mal Titten, okay, gut, Titten sag mal. Sag mal Trompeten. Also mindestens Ohren. Eiserne halt. Ja, genau, richtig. Eine Waffentrompete. Okay, lass ich zählen. Und haben wir tote Tiere? Die Ratz. Die Ratz, ja, stimmt, die stirbt. dafür haben sie es einbaut. Ja, für unser Triple Threat, Triple Threat. Die haben da schon ein bisschen vorausgedacht. Das sind einmal richtig gute. Stark. Also ein Film, der alles hat und alles kann. Der Film erfüllt die heilige Dreifaltigkeit der Filmbewertungen. Der muss gut sein, das geht gar nicht anders. Das ist ein physikalisches Filmgesetz dann. Genau. Was müssten denn unsere Hörer jetzt dazu machen, Mike? Ja, jetzt hätte ich gerne an George Clooney zitiert, indem dass er sagt, ich habe nie gesagt, tut, was ich tue, sondern tut, was ich sage. Und ich sage, dort liken, teilen, positive iTunes-Rezessionen. Schreibt uns was Schönes, wir freuen uns wirklich jetzt mal wieder Schnitzel. Ja, sagt es eine Freunde, Feinde und Bekannte, dass wir ziemlich cool sind und dass man uns gut hören kann. Und einen ganzen Podcast-Pussy-Freund. Außerdem, da ich sagen, macht's ein Video, was es zu unserem Podcast tanzt, wird selber heig mit einer Schlange, weil dann kommt's in unser Buch der coolen Leute. Oh, sehr gut. Und wir posten es vielleicht in Story. Aber nur sicher vielleicht. Ihr kennt es vielleicht ins Buch, aber in Story, da das wissen wir nicht jeder. Da kommt drauf an, wie cool das ist. Aber der Platz im Buch der coolen Leute ist euch dann auf alle Fälle sicher, wenn wir so ein Video kriegen. Ja, auf jeden Fall. Gut.
Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim besten Podcast der Welt. Nicht im Titi-Twister. Oh Gott, wird das jetzt ein Running Gag oder was? Das wird ein Running Gag. Ich find's ziemlich gut. Ja, siehst du das, der merkt uns gut, also halt deine Schnauze. Servus, pfiat euch. Ciao.